Die Musik verheißt definitiv nichts Gutes. Und damit willkommen zurück hier zu Pokémon Omega Rubin. Oh mein Gott, was ist geschehen? Wir haben doch bloß im letzten Part den 7. Orden gewonnen, sprich den Mentalorden von der 7. Arena, und jetzt plötzlich scheint die Welt unterzugehen, oder wie? Da, im Meer, da kommt eine Säule aus Licht aus dem Meer. Schau nur da drüben, was passiert denn Richtung Route 128? Aber ja, so was Verrücktes, einfach unglaublich. Hilfe, das ist das Ende der Welt. Also noch Neko, noch keine Panik, ist alles gut. Neko. Uff, ich bin total starr vor Schreck. Was war das eben für ein grelles Licht? Es kommt aus der Tiefe, stimmt's? Was habt ihr getan, Team Magma? Michael! Hey Troy, alles klar? Will uns Svenja mich wissen lassen, dass du bei Ihnen in der Arena warst. Wieso so schnell? Ich wollte eigentlich einen Besuch abstarten, wenn du schon dagegen bist, aber dann ist die Sache passiert. Verstehe. Komm erstmal mit mir nach Hause. Okay. Zu Troy nach Hause. Wieso hat er hier eigentlich eine eigene Hütte, obwohl ja sein Vater spielt Devin Corporation Metro City ist? Naja, das ist mein bescheidenes Zuhause. Ja, ich weiß, es ist recht leer und versprüht nicht gerade viel Charme. Wir haben andere Sorgen. Deshalb habe ich hier auch selten Besuch. Aber lass uns nicht lange um heißen Brei herumreden. Halten wir noch mal ganz genau fest, was hier eigentlich gerade vorgefallen ist. Dieser Erdstoß eben. Und dennoch dieser ohrenbetäubende Lärm. Das sind zwei eindeutige Zeichen dafür, dass das Siegel tief unten im Meer aufgebrochen wurde. In einer seit langem versiegelten Höhle am Meeresgrund nahe Route 128 ruht ein urzeitliches Pokémon. Das Siegel am Eingang zu der Tiefseehöhle entstand mit Hilfe der Kraft eines bestimmten Pokémon. Dort durch die Arclis, eine Gruppe von Schurken, scheint der Bann des Siegels nun gebrochen worden zu sein. Worauf diese Schufte es abgesehen haben, liegt auf der Hand. Sie wollen das urzeitliche Pokémon erwecken und seine Kräfte für ihre eigenen Schandtaten missbrauchen. Michael. Geraten das urzeitliche Pokémon und seine besonderen Kräfte in die Hände dieser Gauner, wird das natürliche Gleichgewicht der Welt gestört. Unser Planet und alles Leben darauf werden somit unvorstellbaren Gefahren ausgesetzt. Es ist meine Pflicht, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um das drohende Unheil abzuwenden. Doch allein bin ich nicht stark genug. Deshalb möchte ich dich bitten, gemeinsam mit mir gegen die Schurken von Team Magma und Team Aqua zu kämpfen. Legen wir ihnen einfach mal das Handwerk. Noch besteht ein letztes Fünkchen Hoffnung, dass wir diese auf den ersten Blick aussichtslose Situation unbeschadet überstehen. Diese möchte ich dir anvertrauen. Ja, wir kriegen Taucher! Geil! Die Frau im Taucher lässt dich in Begleitung eines Pokémon bis auf den Meeresgrund hinabtauchen. Und damit du auch dort an der Seite eines Pokémon bleiben kannst, gebe ich dir auch noch das hier. Ein Atemgerät! Ja, ein bisschen logischer als früher. Von dort aus sollst du zum Eingang der Tiefseehöhle gelangen können. Sobald ich meine Aufgabe hier erledigt habe, folge ich dir. Halte du bitte lange Team Aqua und Team Magma in Schach. Ich lasse mich auf dich. Jo, kein Problem. Aber das machen wir nicht jetzt. Nö, ich bin noch ein bisschen ganz viel. Wir gehen jetzt erstmal in den Norden. Und dann noch ein bisschen trainieren und so. Wir haben da theoretisch endlos Zeit, keine Sorge. Und dann gehen wir ab in den Süden. Ja, ungefähr so. Nicht ablegen, Entschuldigung. Natürlich noch mal belegen, und zwar, Draschel kommt dann doch mal wieder an die erste Stelle. Natürlich auch unser Nee. Also das gleiche Level mittlerweile, wa? Alter Schwede. Schläft ihm noch, toll. Kai muss mitkommen wegen Surf, ich könnte zwar auch. Ja, könnte ich auch. Will ich aber nicht. Ich überlege gerade, das ist eigentlich nur eine Trainingsroute. Wer könnte doch jetzt eigentlich eines meiner älteren Pokémon trainieren? Aber, ist das noch nötig zum Tauschen vielleicht noch etwas? Ja, wird hier ein Schwalbos, wa? Wäre doch eigentlich noch ganz cool. Den brauche ich eigentlich, ja, doch fürs Training, ja. Da muss ich unbedingt noch Surfer lernen und Taucher beibringen, obwohl kann ich überhaupt tauchen lernen? Muss ich ein anderes Wasser-Pokémon mitnehmen. Was mir eh noch fehlt, toll. Ah ne, stimmt, ich habe ja Azurmeerl hier, genau. Der könnt ihr auch surfen und tauchen, aber
Ne, ich brauche noch Stärke in der Höhle, stimmt. Dann müssen wir immer alles hier beibringen, wa? Ja, okay, mal gucken. Mal Kukiduki. La 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 la. Der Grund, wieso dass ich ein bisschen abrupt wieder abbreche, ist derjenige. Ich habe bereits angedeutet, dass ich ganz mit Alpha Saphir kombinieren möchte, sprich mit Kyogres Erweckung und so. Und dort hat er es halt aufgenommen, sprich ab dem Zeitpunkt, wo wir unten bereits im Tauchen sind. Ab dem Zeitpunkt beginnt dann der Part bei Alpha Saphir. Das wird wohl schätzlich in 2 Parts weit sein, sprich der nächste Part wird dann wohl unten stattfinden, mit ganz normal hier bei Omega Rubin noch. Dann wird der übernächste Part wohl, ja, wie soll ich sagen, ein Spezialpart noch sein, das seht ihr, was ich genau meine. Danach kommen 2 Alpha Saphir Parts. So stellt man das ungefähr gerade vor. Deswegen jetzt das Ganze ein bisschen gestaffelt haben und so und ja, deswegen gehen wir jetzt mal wieder ein bisschen hier durch. Aber ja, viel gibt es ja echt nicht mehr. Servus. Ahoi, ich bin raubandiger Matrose, hat die Weltmeer umsegelt. Ja, schön für dich, was interessiert mich das? Der Ellert. Weilmar. Droschel. Wieder mal die Pfundskerle unter sich. Ja, aber unser hohes Level ist echt pervers irgendwie. Jetzt noch im Vergleich mit Alpha Saphir, dass wir hier echt ja, rund 5 bis 10 Level zu viel sind. Aber gut, natürlich habe ich auch viele getauschte Pokémon war. Gardevoir ist so, Draschel, Stolosaurus sind alle getauscht. Milotic natürlich auch sowieso. Und das macht dann halt schon was auch mit den Erfahrungspunkten. Schwalbini! Nee, brauchst nix. Du bist ja eigentlich mehr zum Fliegen da. Lalala, aber lange auch nicht mehr. Ja, leider Gottes. Dragonclaw! Sehr schön, sehr schön. Ich bezweifle, dass ich ihn vor der Höhle noch auf Level 50 bringe, aber ich glaube vor dem Kampf gegen... Da während des Kampfes mit Team Magma. Ja, ich hoffe zumindest noch in den nächsten 2 Parts soweit sein wird. Weil das wird denn geil. Servus. Du da, sieh dir mal mein inneres Pokémon an. Wie, das zwischen deinen Beinen? Ih. Der Balthasar. Jetzt sag mir bloß noch, es ist weiblich, dann drehe ich am Rad. Obwohl es jetzt besser, ich weiß auch nicht. Nee, sorry, das... nee. Nee. Solche Gedanken dürfen gar nicht kommen, nee. Das darf gar nicht sein, hey. Gut, Schwalbini, wird immer stärker und stärker. Das war wohl nix. Nö, war auch ein Satz mit X. Ich bin bereits hier? Wäre ein bisschen schnell gegangen. Ich setze mal doch lieber Logik an unsere erste Stelle. Das ist ein grundsätzliches Pokémon, soll deswegen eigentlich auch das höchste Level von allen haben. Wenn es anders zu erfahren gibt, ja und nein. Wie gesagt, es gibt zwar, doch, teilweise natürlich auch. Noch ein paar interessante Pokémon zu fangen, aber sonst halt vor allem Items für Seegesang. Genau. Kann man durchaus bezeichnen. Na, versuch's mal. Er trifft, sehr schön. Ja, Kammerupt. Ziege wird auch stärker und... Tschüss, Mann. Doppelte Power. Altaria. Nein, noch ein Level up. Der Rupf natürlich schon. Und ich dachte, wir können locker gewinnen. Na, stellenweise hat es nicht viel gefehlt. Nicht viel gefehlt? Das war One-Hitten.
Meine Güte. Du, 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 du. So, jetzt ist sonst nichts mehr, war? Ach ja, auch schon. Eine coole Geheimbasis für eine Position her, aber ja. Ne, es gibt noch coolere Positionen, Freunde. Und das werden wir dann alles nach der Liga machen. Und weit bis dorthin ist auch nicht mehr. Die Musik finde ich geil. Dann kann ich hier noch einen Sternduangel. Nö, auch nichts. Ja, was haben wir da alles? Tentaxa, Tentacha, Pelipper, Carpador, Weilmer. Habe ich alle schon. Also, natürlich auf Alpha Saphir. Ja, die kann man hören, jetzt haben wir doch gewartet. Respekt für dein Gehör. Der Timo! Droschen. Ich will droschen. Lass mich droschen. Und tschüss. Ja, es legt sich einfach hin. Min. Ein Stern, du kommst selten allein, leider auch hier der Fall. Na, kein Problem für uns. Den Drachenklau rockt. Ja, wenn Drache Legend so stark ist, wie stark ist nachher das Brutalanda erst? Ich will es lieber gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Aeroas? Na, wieso nicht? Ich werde zwar nie mehr trainieren, aber es zumindest mal gegeben. Ich bin geschlagen! Ja, dankeschön. Ja, lass mich vorbei, dankeschön. Dankeschön. Ja, ich wurde noch so erzogen. Ja, also irgendwie echt so. Ich weiß, es ist natürlich das Vorteil von wegen, ja, die heutige Jugend und so. Kein Respekt mehr und allem. Und dann sagen wir natürlich, ey, ihr alten Säcke müsst doch erstmal Respekt verdienen. Aber es ist leider doch oftmals so, vor allem natürlich, wenn du irgendwie eine fremde Person triffst und irgendwie sagst, Grüezi wohl oder Saluti oder wie auch immer halt, irgendwie eine Grußformel halt gibst. Die meisten Jugendlichen, gut, das ist natürlich immer so eine Ansichtssache, aber ich sage es mal so, die meisten, die ich treffe, muss nicht, vielleicht erwische ich wirklich den Teil, der halt wirklich unhöflich ist, kann ja auch sein. Aber es ist echt so, dass ich das Gefühl habe, dass die Jugendlichen heute unfreundlicher sind als zu meiner Zeit damals. Das sage ich jetzt mal knapp 27, war also 10 Jahre Unterschied, macht schon was aus. Aber ja, wie gesagt, ist natürlich immer verschieden. Von Nation zu Nation, von Gebiet zu Gebiet. Deswegen wird auch nichts verallgemeinern, nein, das will ich nicht tun. Und auch die Gold Kings müssen weichen. Er hat verloren. Ja, was auch sonst. So, war's das? Fehlt noch jemand? Oh, da fehlt noch eine. Da sind wir hier durch, Freunde. Man sieht es bereits rechts oben mit einem, rechts oben sage ich schon, hier auf der Karte natürlich. Bereits ein Rückkampf wieder. Ist das Doppelteam vielleicht? Nö, es ist der Ellard. Neue Pokémon dabei, war. Das ist ja auch nicht schlecht, Mann. Immer zu schwimmen ist langweilig, was mit einem kleinen Kampf. Ja, wenn er klein ist. Dann geht das schon. Die Emilie. Emilie. Hey, ist mit Emilie echt so? Lalala. Na komm schon, Blackie, du kannst es! Ich muss ihn gar nicht anfeuern, der macht's auch so. Solar für Logox, sehr schön. Schwalbini entwickelt sich gleich zu Schwalbos weiter, umso besser. Sind nur mit so groß. Ja, Freunde, ein Schwalbos. Wir haben zumindest immerhin noch ein Pokémon fürs Thumbnail, wa? Ist doch auch nicht schlecht. Schwalbos! Lalalala. Sehr schön. Ja, und jetzt weiter. Wir sind eigentlich durch jetzt auf der Route. Hier ist nichts mehr. Also soll ich hier die Höhle.
Ah, es ist gerade Ebbe. Das ist doch schon mal sehr praktisch, weil meistens, wenn ich dabei Alpha Saphir hier hingekommen bin, war immer irgendwie Flut. Also, das ganz einfach, der Typ hier, der macht euch einen Seegesang. Ihr wisst, der Seegesang kann Karpi regenerieren, wenn das Pokémon es hält. Aber ihr braucht dafür 4-mal Küstenschale und 4-mal Küstensalz. Wenn Ebbe ist, könnt ihr Küstensalz finden. Wenn Flut ist, also sprich, wenn es hier Wasser hat auf der unteren Ebene, dann kann man hier Küstenschale finden. So einfach ist das. Kann machen, sobald man irgendwie Bock drauf hat, kein Problem. Man findet hier teilweise noch coole Pokémon, zum Beispiel auch Seemobs und glaube ich sogar Schnäppke müssen hier sein. Die können wir eigentlich noch schnappen hier. Ja, aber nicht heute. Nö. Aber jetzt genug auf die Folter gespannt. Jetzt zum Abschluss noch der letzte Kampf gegen Elbot, weil er ein Rematch will. Und dann machen wir uns auf zu Route 128, wo ja dieses seltsame Licht erschienen ist. Ich bin die raubeiniger Matrose, auf die Weltmeer rumsegelt. Nochmal. Jetzt echt 3 Pokémon. Weimar. Droschel ist back. Wird der stärker? Nö. Noch nicht, wa? Und das Weilmer geht drauf. Das ist doch schade. Kau steigt auch auf, okay. Ein Tentoxa. Ja, ziemlich giftig, dieses Teil, Mann. Jetzt nicht mehr. Komm schon, ich schaffe noch Stufe 40. Ist mir egal, Schwalboss, komm schon. Blackie, ich will es wissen. Boah, Schock. Moschok. Und nein, das gibt's nicht. Keine Stufe 48. Gibt keine Chance auf den Sieg, war? Nur nicht wirklich. Okay, Leute, finito. Wir fliegen nochmal und zwar zum letzten Mal in diesem Spiel werden wir Fliegen einsetzen. Das extra betone. Ja, erfahrt ihr vermutlich im übernächsten Part, schätze ich mal, wenn es so weitergeht. Dann könnte es klappen. La la la. I believe I can fly. Du, du. Okay, Pokémon Center. Und zwar brauche ich wie folgt. Hallo Trainer, Pokémon viel machen? Okay. Vielleicht deine Geduld, Mann. Hey, sind da fit und tschüss. Ja, Tschüssikowski. Also dann, welche Pokémon kommen mit? Die bleiben alle hier, also sprich unser VM-Viecher. Schwalboss bleibt auch hier. Stolos nehmen wir mit. Tengulis auch. Okay. Draschel sowieso. Wieso hat jetzt Raschel keinen Pokerus bekommen, obwohl ich ja Schwalboss dabei hatte? Na gut, ein anderes Thema. Braucht noch ein Pokémon von den 2 hier. Ich will mal die Frage aller Fragen, wa? Natürlich mit Toxin noch praktisch. Ich brauche aber auch ein Pokémon, mit dem ich es dann schwächen kann. Ja, sagen wir mal, mit dem ich es schwächen kann, also es schwächen kann. Vermutlich hat ihr bereits einen Ahnung, welchen ich meine. Natürlich kommt Fußstrahl doof, allerdings Drachen kommt auch nicht vor. Ne, ich nehme doch Milotic. Unseren Kai, so der Zersurfer drauf, spielt es keine Rolle. Ja, verbrennen wir zwar eine coole Option. Burning, wir sollen die Attacke verlernen, wa? Ja, so machen wir es. Mit dem Pokémon, dann bringe ich jetzt unserem Azumarill noch ganz schnell 3 Attacken bei, und zwar 3 VMs, die wir alle brauchen werden. So, erstmal erlernt das Surfer. Haben wir aktiviert, Surfer beibringen. Okay, jetzt kann ich mehr 4 Attacken einfach lernen. Welche denn? Immer das gleiche. Blubstrahl verlernen. Dankeschön. Dann lernst du noch Taucher.
Taucher beibringen. Okay, jetzt kann ich halt lernen, was lernen. Okay, welche Tage vergessen. Ja. Rechte Hand, bitteschön. Und jetzt zum Schluss doch noch die Stärke, weil die brauche ich da unten auch noch. Die Trümmer glaube ich nicht, wenn doch, dann haben wir einen Slot frei. Und dann passt das schon. Wo ich auf dem 4. Slot eigentlich lieber nachher Kaskade draufpacken würde. Aber egal. So, sind wir hier fertig. Der Part ist ja eigentlich auch schon vorbei. Ganz kurz im Markt noch. Und dann direkt mal runtergehen und wieder mit einem kleinen Cliffhanger den Part beenden. Hyperball 50 müsste eigentlich reichen. Das ich vorhabe. Nehmen doch noch den hier. Das reicht eigentlich auch dicke aus. Top-Schutz kann noch mal etwa 15 nachbesorgen. Noch etwas, Mann? Jo. Und zwar könntest du mir bitte hier noch etwas abnehmen. Netzball, Nestball, Brennball, Hyperball, Meisterball. Ne, Meisterball sicher nicht. Das setzt sich sicher nicht ein hier. Das könnte knicken, Freunde. So, wollen wir sagen, wir sind ready. Ready for Takeoff und vor allem ready für die Route 128. 128. In gut Englisch. Die Route 128 war zwar nicht hier unten, ne, nicht ganz, aber das ist eine gute Abkürzung, wo ich hin möchte. Und zwar haben wir den Zielort bereits gesehen vorhin, das war einfach dieser Wasserkreis. Ich gehe auch noch ein bisschen aus dem Weg, ja, weil Training braucht man sowieso gerade nicht. Ja, dann mal ganz kurz, seht, jetzt gleich sieht man es, dass wir jetzt gleich hier sind wir. Hier ist glaube ich sonst auch nichts, war kein Trainer und so. Und hier unten, Freunde, müssen wir tauchen und sind an einer besagten Stelle und finden etwas, was uns ein bisschen bekannt vorkommt. Tauchen. Mit dem Atemgerät. Cool, wa? Problem ist nur, hallo? Du gehst ja gar nicht weiter. Ja, weil wir hier auch gar nicht raus müssen. Hier kam zwar das Lichtsignal raus, aber wir müssen hier außen rein. So, jetzt hier nochmal tauchen. Yes, bitteschön. Und... Und jetzt können wir hier rein. Und was finden wir hier, wenn wir hier auftauchen? Tja, etwas Bekanntes. Das U-Boot von Team Magma, das umgebaute Kameruk im Wasser. Ja, natürlich, Feuergestein ist kein Problem. Feuerboden, Entschuldigung. Der macht es natürlich gerne. Da ist ein Golbat. Was? Oh, verdammt, da gar kein Schutz mehr drauf. Nein! Tentoxa. Oh, scheiße. Tschüss. Okay, Freunde, in diesem Sinne würde ich mal sagen, ich gehe ganz schnell hier an Land, hoffentlich ohne großen Ärger. Genau, das klappt schon mal. Und die Musik hat sich wieder leicht verändert. Tja, in diesem Sinne, Freunde, sage ich mal, danke fürs Zusehen. Nächsten Part geht es weiter mit dem Boss, Final, wie auch immer, Part, Special Part zu Team Magma und Omega Rubin. An dieser Stelle werden wir auch in 2 Parts wiederfinden, dann aber in Alpha Saphir mit Team Aqua. Oh yes, in diesem Sinne, bis dahin und tschüss.